130 Urlauber aus dem Rheinland im Herzen Havanas. Sie bringen den Kölner Karneval nach Kuba. Rot-Weiß trifft auf viele Farben, ein kölsch-kubanischer Kulturaustausch. Die roten Funken unterwegs in den Tropen, in voller Wintermontur. Sie tanzen, schunkeln und wibbeln mit dem Stiefelflitsche. Antreten zum Kofferwiegen. Das Gewicht muss stimmen. Die Vorfreude ist riesig. Mit Musikinstrumenten und Uniformen kommt einiges zusammen. Dabei haben Peter und die anderen nicht nur Orden im Gepäck, sondern auch die Holzgewehre. Mit dem Zoll könnte das Probleme geben. Die Funken sind vorbereitet. Habt ihr mal so einen Knabüsen-Flyer? Guck mal. Diese wunderbaren Flyer haben wir gemacht. Knabüs, Holzgewehr, Wooden Rifle, Fusil de Madeira. Das heißt Knabüs auf Spanisch. Und dann hier der Labadan, Hut, Hat oder Sombrero. Und weil der Zoll das jetzt im Koffer finden soll, kriegt jeder, der eine Knabüs hat, kriegt so ein Ding im Koffer, damit schon mal die erste Erklärung oben auf liegt. Dass der Zoll in Kuba tatsächlich mitspielt, können die Funken nur hoffen. Allen voran der Präsident Heinz Günther. Es sind immer 1000 Dinge möglich, die passieren können. Ich glaube, es soll einfach jetzt nur so kommen, wie es vorgedacht ist. 128 Mann machen sich auf den Weg und 2 Frauen. Das Funke Mariechen und Elfie Schuh-Antwerpes, die erste stellvertretende Kölner Oberbürgermeisterin. So, dann kann's losgehen. Allesamt mit Gepäck nach Havanna zu bekommen, das ist vorsichtig formuliert eine Herausforderung. Dirk Wiesmann hat die Visum. Peter kümmert sich um die Visa. Vor 3 Monaten hat er sie beantragt. Es bleibt spannend bis zuletzt. Das ist nur eine Kopie. Die Originale liegen in Havanna am Flughafen. Hast du da ein bisschen schlaflose Nacht gehabt? Ja, habe ich gehabt. Ja, aber 24 Stunden vorher reicht ja noch. Und wen kümmert es, dass einige Provisorien falsch ausgestellt sind? Aus Maximilian Kronenberg wurde Maximilia Kronenbär. Max trägt es mit Fassung. Naja, es gibt ja Länder, die legen da Wert drauf, dass die Namen richtig geschrieben sind. Aber da sie selber von denen ausgestellt wurden, die Visa, werden wir mal sehen. Ein Flieger voller Funken. Die Crew ist vorbereitet. Kölle! Hallo! Gute Funke! Hallo! Kölle! Hallo! Ja, das hat ja schon mal gut geklappt. Dabei sind auch noch die Hörner. Und wir sagen eine Viva Colonia. Und wir haben natürlich auch hier noch was vorbereitet. Das ist prima, Viva Colonia. Yo soy un hombre sincero. Die vielen Stunden im Flieger weiß der Frontmann der Höhner zu nutzen. Ja, oh, jetzt wird es schwierig. Y antes de morirme quiero, da muss ich dann nochmal nachfragen. Also man wird mir wahrscheinlich auch noch so ein bisschen helfen werden in Havanna, wenn wir dann so ein paar Dolmetscher finden und die nochmal fragen werden, kurz bevor wir damit auf die Leute losgelassen werden, wie man denn so die einzelnen spanischen Worte ausspricht. Que bola Cuba. Nosotros. Auch der Präsident macht Sprachübungen. Er möchte schließlich eine Botschaft an die Kubaner übermitteln. Junta la gente es compartir juntos. Was wir senden wollen, ist, dass der Karneval schon eine Möglichkeit ist, dass Menschen sich begegnen, vorbehaltlos aufeinander zugehen und sich in den Arm nehmen. Und die Leute sollen wibbeln? Naja, die sollen nicht nur wibbeln, die werden wibbeln. Hey. Downtown Havanna. Das beste Hotel am Platz. Man residiert feudal. Kuba Light soll es sein, zumindest für den Anfang. Alle durften einreisen mitsamt den Gewehren. Die Funken wollen in voller Soldatenmontur durch die Straßen ziehen. Das hatten sie den kubanischen Behörden gut erklären müssen. Das ist ein Projekt, das hat 3 Jahre
3 Jahre gebraucht, um es so zu stemmen. Und ja, viele tausend Mails, die geschrieben worden sind, weil natürlich hier auch die Systeme aufeinander prallen, um das auch alles so ablaufen zu lassen. So wie es sich im Moment anlässt, läuft es perfekt, weil ich glaube, die Leute haben großen Spaß hier mit diesem Hotel. Und das Wetter sollte mitspielen, aber da haben wir ja im Moment, glaube ich, überhaupt kein Problem. Runter geht's von der Dachterrasse hinein ins Leben. Der morbide Charme der historischen Altstadt. All die Geräusche, die Gerüche und dazu die Hitze. Johannes muss das erstmal verdauen. Ich glaube, die Kühlkette ist unterbrochen. Max unterdessen steht im Visier der Erdnussverkäuferin. Bringt mir doch den schönen großen Mann her, hatte sie gerufen. Henning schwelgt ganz im Rausch der Farben und Bilder. Unglaublich, ne? Also was man hier für Eindrücke erlangt, das ist eine andere Welt. Das haben wir in der Form noch in keiner anderen Stadt der Welt erlebt. Was mich am meisten fasziniert, ist die Ruhe und Gelassenheit der Menschen, die hier am Straßenrand sitzen oder in irgendeinem Hauseingang sitzen, auf ihren kleinen Laden aufpassen oder einfach nur den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Musik spricht weltweit dieselbe Sprache. Jens von den Höhnern hat ruckzuck Anschluss gefunden. So sieht ein Cuba Libre to go aus. Also wir hatten gerade eine Cuba Libre bestellt und haben die in Gläsern bekommen. Und dadurch, dass wir weitergelaufen sind, haben wir halt gefragt, ob wir ein paar Becher einen Plastikbecher kriegen. Und der hat aber nur noch einen. Und dann haben wir die ganze Zeit überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Ne? Und der direkt wie aus der Pistole geschossen, hat eine unserer Wasserplastikflaschen genommen, einfach Kopf abgeschnitten, umgefüllt. Hier. Super. Ne? Also die sind schon sehr erfinderisch. Das hat einen gewissen Charme. Jetzt heißt es gleich Funke Opjepass. Dann ziehen sie über den Prado und präsentieren ihren Stippefötche-Tanz. Die Kubaner wissen nicht so recht, was gleich passiert und gelegentlich auch nicht, wie ihnen geschieht. Dieser Mann hatte lediglich gesagt, dass ihm die Uniform gefalle. Johannes fackelt nicht lange. Danke, Boris. So schnell kann es gehen. Fertig ist der kubanische Funk. Ich werde mit denen tanzen, sagt diese Frau. Wir haben hier auch Karnevalsvereine, mit denen ich immer tanze. Das gefällt mir. Sie kann nicht ahnen, wie die hüftsteifen Deutschen beim Wibbeln mit dem Stippefötche wackeln. 30 Grad im Schatten. Und die Funken in Winteruniform. Wir haben extra die Uniform aufs Bett gelegt, die Klimaanlage auf volle Stufe gestellt. Aber es hat nichts genutzt, es ist jetzt schon wieder warm. Warm ist auch den Technikern der Höhner unten an der Bühne. Es brennt bei der Stromversorgung. Es gibt nur eine einzige Stromquelle. Die Techniker haben den Anschluss in deutscher Gründlichkeit abgesichert. Also jetzt kann im Prinzip nichts mehr passieren. Wir sind auch abisoliert hier, der Starkstrom, das ist alles fantastisch. Ne? Da kann im Prinzip, hier gibt es einen Rückhaltedeckel, ne? Der kann das auch nicht rausrutschen. Das heißt, da hängt jetzt die ganze Stromversorgung für das ganze Event. Das ist jetzt unsere Zentrale. Ne? Wenn irgendwas passiert, müssen wir hier, wenn es blitzt, dann ist es genau hier. Es war auch zu sehen, wie vorhin ein Kollege von denen sein Handy aufgeladen hat. Das machen die auch hier. Ja, ist ja praktisch, oder? Endlich geht es los. Singend und klingend in Havanna. Auf diesen Augenblick haben sich die Funken besonders gefreut.
3 Jahre lang haben sie alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit sie hier entlangziehen dürfen. Der Prado ist Havanas Flaniermeile und beliebter Treffpunkt. Jetzt findet hier eine kleine Episode des Kölner Karnevals statt. Extra für den Zug der Roten Funken wurde alles abgesperrt. 800 Meter weit geht es runter in Richtung Meer. Jeder Meter ist offensichtlich ein Genuss. Sensationell. Das ist unglaublich. Viva la Revolution! Ich meine die kölsche friedliche Revolution. Aber die Leute gucken schon ein bisschen strange, aber die wissen nicht so richtig, was sie erwartet. Wir gucken mal. Hola, gente de La Habana. Que mola Cuba. Chispas. Heinz Günthers Botschaft scheint anzukommen. De Colonia. Viva La Habana. Viva. Jetzt sollen alle zusammen wibbeln. Von Gorgepass. Mit Steppefünsche. Popo an Popo. Popo an Popo. Popo an Popo. Die Kubaner haben auch Opiepass. Klaus. Dieser karnevalistische Funke ist ganz eindeutig übergesprungen. Leichtes Spiel haben die Höhner. Von der Dolmetscherin als Hühner angekündigt, erobern sie die Herzen der Kleinen sofort. Auch die Großen lassen sich nicht lange bitten. Schluss mit dem Gehopse, jetzt kommen die Kubaner mit ihrem Karneval. Die Guaracheros de Regla. Sie sind der bekannteste und beliebteste Karnevalsverein der ganzen Insel. Was dem Funken die Marschmusik, ist dem Kubaner die Conga. Jeder Verein hat einen eigenen Schritt und Rhythmus, mit dem jetzt auch der Funke mit muss. Volle Punktzahl für die kölsch-kubanische Völkerverständigung. Das afrikanische Erbe Kubas lässt grüßen. Zum gemeinsamen Durchschnaufen gibt es eine Runde Guantanamera. Unglaublich, was wir heute erlebt haben. Wunderschöne Frauen, wunderschöne Männer, absolut toll getanzt. Der Tag ist sensationell, ist absolut gelungen. Hier muss man auf jeden Fall hin. Ihr müsst nach Kuba kommen und ihr müsst hier Karneval feiern. Sensationell. Unfassbar, welche Herzlichkeit uns entgegengekommen ist. Und es war ja am Anfang für uns auch alle ein bisschen, wir wissen nicht, was passiert. Und wenn du mal gucken willst, ich stand vorhin da oben auf dem Balkon. Aus dem einfachen Grund, weil die mich eingeladen haben. Und mit mir eigentlich nur ein Foto machen wollten. Und auf einmal stand ich bei denen auf dem Balkon da oben. Und diese Herzlichkeit, diese Offenheit, diesen Mut, etwas Neues anzunehmen, was sie vielleicht so nicht kennen, war heute, glaube ich, für mich persönlich eine Lebensbereicherung. Havana, Kuba, Köln. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y el
Auf der Dachterrasse gibt es ein Wiedersehen mit den Havana Queens. Das Tanzensemble war im vergangenen Winter zu Besuch bei den Roten Funken in Köln. Michel ist 28 Jahre alt und als Profitänzer festes Mitglied des Ensembles. Dasselbe gilt für seinen Freund Alfredo. Die beiden schwärmen noch immer von ihrer Reise und freuen sich, dass die Kölner nun hier sind. Gemeinsam mit Johannes und Max ziehen die beiden los. Runter von der Terrasse, rein ins Kuba der Kubaner. Es ist, um ehrlich zu sein, schon ein bisschen auch ein mulmiges Gefühl. Wir bewegen uns hier völlig abseits vom Tourismus. Aber wir sind sehr gespannt und lassen uns überraschen, was wir erleben werden heute. Hey! Hello! Sie sind in Jesus Maria gelandet, einem für Havanna typischen Wohnviertel. Hier lebt Michel. Als ausgebildeter Tänzer ist er in der Tourismusbranche beschäftigt und verdient 40 € im Monat. Der Durchschnittslohn in Kuba liegt bei 25 €. Michel will von den Deutschen wissen, ob euch die Hitze von Kuba gefällt. Er würde das für die Kälte von Köln tauschen. Macht ihr denn die Hitze selber noch viel aus? Er ist das gewohnt. Estamos acostumbrados. Demasiado calor, pero bueno, pongo 2 ventiladores, la noche refresca un poquitico. Also er macht seine Ventilatoren an, die da tienes dos, ne? 2 an der Zahl. Un aire acondicionado sería rico, pero bueno. Er wünscht sich eine Klimaanlage. No, si no, chocolate, a mí me gusta mucho el chocolate. Dann erzählen die beiden von ihrer Reise nach Köln und geraten ins Schwärmen. La 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 la. Johannes und Max wollen weiter. Eigentlich. Oder wir sollen reinkommen. Michels Nachbarinnen. Sie sprechen sogar Englisch. Sie reden und trinken, erklären sie den Deutschen. Und sie sind begeistert von diesem schönen, großen Mann. You look so pretty. Thank you very much. Max, der Superstar hier. So, was war jetzt euer Erlebnis hier? Da muss man ehrlicherweise sagen, das bringt einen extrem zum Nachdenken. Die Verhältnisse hier sind einfach völlig konträr zu denen, die wir kennen. Unser Lebensstandard ist ein ganz anderer zu dem, was wir jetzt hier gerade gesehen haben. Und trotzdem sind die Menschen hier total herzlich und nett und ich glaube auch nicht aufgeschlossen. unglücklicher. Ne? Und auch nicht unglücklicher. Genau, ja, im Gegenteil, ich glaube, die sind vielleicht sogar noch glücklicher als wir, die natürlich auch vielleicht in einer großen Konsumgesellschaft leben. Ne? Und die haben weniger, das ist Fakt, aber die machen viel draus. Die Kneipe um die Ecke oder das Modegeschäft. Bei genauem Hinschauen ist doch vieles da. Eben alles ein bisschen anders. Im Ami-Schlitten durch die Stadt. Wenn mehr als 100 Männer gemeinsam nach Havanna reisen, geht es wohl nicht ohne die Oldtimer-Nummer. Das Klischee deckt sich mit dem richtigen Leben. In Centro Havanna werden die Funken in Empfang genommen. Und zwar ganz klassisch. Vom ersten rein weiblichen Streichorchester in Kuba. Zenaida Castro Romeo hatte das Ensemble vor 25 Jahren gegründet.
Inzwischen genießt es weltweit hohes Ansehen. Kammermusik a lo Cubano. Da kommen die Streichinstrumente auf landestypische Weise zum Einsatz. Ohne Rhythmus geht eben nichts. Spätestens die Rumba-Einlage lässt die Funkenherzen ein paar Takte schneller schlagen. Zum Abschied der Gruß aus der Heimat. Der einzig Eingeweihte im Vorfeld war Henning. Denn einer musste den Damen ja die Noten zukommen lassen. Als die dann plötzlich anfingen mit echte Freunde und um mich rum alle ergriffen waren, da hat es mich auch gepackt. Es war einer der größten Momente. Puh, es war großartig. Vor Männern in diesen Autos hatte man früher Angst in Havanna. Denn darin saßen die Mafia-Bosse aus den USA. Diese Zeiten sind definitiv vorbei. Dann wird es in Kuba wieder afrikanisch. Die Damen in Gelb verkörpern die Göttin Ochun. Sie steht für Schönheit und Jugend. Genau deshalb bekommt das Mariechen die Blumen. Was die Studenten der Hochschule für Tanz den Funken zeigen, ist keine platte Touristenfolklore. Die Tänze sind Teil des afro-kubanischen Santeria-Glaubens. Die katholischen Heiligen der Spanier vermischen sich mit den Orichas, den Göttern der afrikanischen Yoruba-Kultur. Die Santeria gehört fest zum Alltag vieler Kubaner, auch zu dem von Michelle und Alfredo. Sie gehen mit uns in das Haus eines Santeria-Priesters. Jeder Mensch hat viele Geister, die ihn begleiten. Und wenn du einen Geist darstellen möchtest, dann machst du das mit einer solchen Statue. Es gibt unzählige Krieger, Götter und Heilige. Manche wohnen am Boden, andere in solchen Schüsseln. Am Altar gibt es Getränke für die Toten. Für mich ist mein Glaube alles. Denn damit habe ich viele Dinge in meinem Leben erreicht. Eine knappe Woche waren Michelle und Alfredo im Winter in Deutschland bei den Roten Funken. Davon zehren sie heute noch. Diese roten Funken haben eine großartige Energie. Anders als die Deutschen, die ich in Kuba kennengelernt habe. Ich glaube, das sind gute Leute. Sie haben viel Energie. Sie sind wie Kubaner. Auch wenn sie in der ersten Welt leben. Es war das erste Mal, dass ich aus Kuba rausgekommen bin. Es war alles wie ein Traum. Sehr schön. Und wir sind sehr schön empfangen worden. Es war magisch. Sie sind mit uns umgegangen, als ob wir einer von ihnen wären. Raus aus der Stadt, hinein in die Natur. Ein paar Funken fahren aufs Land. Klaus ist mitgekommen nach Las Terrazas. Die Gemeinde liegt in einem Biosphärenreservat und verwaltet sich seit den 60er Jahren selbst. Einmal mehr erleben die Funken, wie offen und spontan viele Menschen hier sind. Alle Mann dürfen sich ein privates Wohnhaus anschauen. Es war ein Erlebnis, dass die Frau uns freiwillig ihre Tür aufgemacht hat. Und dann habe ich auch überlegt, in der Kürze der Zeit habe ich gesagt,
tolle, hier kannst du doch leben. Die hat hier eine schöne Aussicht und da läuft Baseball. Das sind die Fans. Das ist Kuba nach Amerika. Und das ist gelebte Sport und gelebte Kultur da. In dem Moment, wie ich das erlebt habe, habe ich gedacht, ich muss ihr etwas geben. Und ich hoffe, dass sie das versteht. Ich konnte ja nicht erklären in der Kürze der Zeit, dass wir jetzt hier ein Karnevalsverein sind in der Hinsicht. Aber ich habe ihr etwas gegeben. Also ich glaube auch, ich habe die Hand ihr gegeben und aus hier... Ein letztes Mal klingt es nach Funkenart in Havanna. In der Residenz des deutschen Botschafters werden 600 Gäste erwartet. Zum Tag der deutschen Einheit. Es ist der letzte Tag in Kuba. Die Funkenmission ist erfüllt, findet der Präsident. Oft wird über den Karneval geredet, er sei so ein Ballermann, verkommenes Fest. Ich glaube, es ist sehr eindrucksvoll, was wir erleben durften, dass es das überhaupt nicht ist und dass wir uns dieser Kraft auch bewusst werden, dass wir hier in der Lage sind, Zeichen zu setzen, Menschen zu treffen und den Karneval als Brücke zu nutzen, um miteinander zu reden. Ich bin sehr zufrieden und sehr glücklich, dass das eine Botschaft war, die war ein Versuch. Es hätte alles anders kommen können. Ich glaube, sie ist zu 100% aufgegangen. Einigkeit und Recht und Freiheit. Funken, Opiepass. Die Knabüs bereit. Afzelle zu 2, der Funk, der hier beim Jens steht und dessen Namen und Gesicht nicht singen kann. Fang an. 1, 2, 1, 2, Kinemito. Links, 2 Rätsel. Zu Ehren des wunderbaren Landes Kuba und der Stadt Havanna, die wir besuchen durften, wird jetzt Wibbel, Opiepass, mit Steppefötsche, präsentiert die Knabüs. Es war eine Reise mit vielen Eindrücken. Ich habe Kuba oder Havanna kennengelernt wie ein Buch, was man aus dem Regal holt, was ein bisschen verstaubt ist. Und man es aufklappt und darin ganz viele goldene Seiten findet. Man kann die Kubaner durchaus ein bisschen mit den Rheinländern vergleichen. Das ist so ein bisschen mein Fazit vom Lebensgefühl. Offenherzig, aufgeschlossen, entgegenkommend. Man kommt ganz schnell in Kontakt. Man sieht es auch auf allen Veranstaltungen, wo wir waren. Es dauert keine 2 Minuten und sofort ist man am Tanzen. Und man kennt sich eigentlich gar nicht, aber man tanzt miteinander. Und das macht total Spaß. Heute ist durchaus der krönende Abschluss. Wir feiern heute mit der Welt zusammen. Aus allen Ländern sind Botschafter hier vor Ort, die das miterleben, was wir machen, was wir als Rote Funken machen. Das ist grandios und Gänsehaut ist definitiv dabei. Ja. Kuba!